Guten Abend bei Dickrich TV. Wir stehen hier vor dem Palais de Justice zu Dickrich, dem sein Grundstein 1850 schon gelöscht ging. Und das ist übrigens das erste Gebäude, das für die Justiz zu Lützeburg gebaut ging. Und heute lassen wir euch 100 Kulissen von diesem beeindruckenden neoklassischen Gebäude lassen, mit dem Procureur d'État Alois Weyrich, den heute letzten Monat seinen Abschied gefeiert hat. Der 25. September 2019. Die Leute, die heute die Dickrich Gericht erwählt gehen, müssen sich nicht einem Urteil stellen. Und dafür gehen sie dann noch vom Staatsanwalt persönlich empfangen. Sie kommen für ihn Adi zu suchen und noch Merci. So zum Beispiel sein Nachfolger, der Substitut Jean-François Boulot. Oder die Generalstaatsanwältin Martin Solowjew, die schon mit Alois Weyrich zusammen zu Straßburg studiert hat und eine Lohnenger ganz persönlicher Ried ihren Respekt ausdrückt für die gute Arbeit, die der Chef vom Dickrischer Parquet aus seiner ganzen Karriere geleistet hat. Die Sachen, die ihn angepackt hat, wird hier mit 2 Händen gepackt. Aber wenn ein Problem zu lösen war, dann war hier ein Teil von der Lösung, aber wollte nie ein Teil vom Problem sein. Das ist eben das, was flott war, mit ihm zusammen zu schaffen. Umso mehr, wo ich ja schon von Straßburg-Zeiten auch kannte, wo wir am Anfang zusammen an der Justiz groß sind. Den Alois Weyrich selber von dem fest dankbar für all die Flottstunden, die er in seiner Karriere verbringen konnte, die viele Freundschaften, die durch die Arbeit entstanden sind, und aber auch die interessante Zeit, die er in die letzten 8 Jahre als Procureur zu Dickrich verbringen konnte. Das Spengen, das ist ein flott Feierjahresfilm, ist gut. Da sind wir ein bisschen abgeregt, aber geht los. Ich meine, schon die letzte Dossier richtig trainiert, ob die richtig hinbricht, lo geht ein bisschen gefeiert und dann geht es los an Plätzchen. Für allem will den Alois Weyrich die Zeit mit seiner Familie noch holen, die hier für allem die letzten 8 Jahre nicht viel gesehen hat. Die Skulptur von Bertrand Ney, Autor du Point, der ihn zum Abschied kriegt, soll den Punkt machen. Aber so wie auch die Skulptur verschiedene Manieren hat abgestaltet zu gehen, so wird auch der Mann, der sein ganzes Leben mit Herz und Seele für die Justiz zu Lützeburg am Einsatz war, auch sein Privatleben immer von allen Seiten beliefen, mit viel Sport und Riesen, als sicher auch mal länger aufstehst auf Dickrich, wo sich der Beeteboer die letzten Jahre nicht allzu gut angelebt hat. Der Procureur d'État Alois Weyrich ist also lo a Pension. Aufgepasst, es wird lo piepsen, einmal, zweimal ihre fortgegangen, aber du hast den Eis nach einmal mitgeholt durch diesen wunderschönen Palais de Justice. Ja, den Tribunal d'Arrondissement, der geht es am Fungel schon ganz lang, 1795, doch immer an Langzeit, aber ohne Palais de Justice. Ja, das ist richtig. Für das wird Gericht an der Großgasse hatten sie gelohnt, da haben sie für das Gericht gehalten. Aber wie sie dann nicht gesehen, da haben also einen Raum an allen Kloster gelohnt gehen auch, und da also an der Bibliothek Gericht gehalten gehen. Aber das ist natürlich auch nicht mehr durchgegangen und du hast natürlich dezidiert, für ein Palais de Justice zu bauen. 1850 hast du heute Grundstein gelöst gehen und du haben sie 2 Jahre gebaut. Und 1852, ich weiß nicht genau den Datum, weil das nicht richtig angeweiht ging, haben sie dann angefangen, die Prozesse aufzuwickeln. Ja, und das Gebäude das steht heute auch noch immer genauso wie 1850, doch immer wie du gebaut ging hast. Just natürlich, als das Ganze für ein paar Jahre komplett renoviert ging. Für 6 Magistraten, 12 Richter und 30 Sekretären werden nur bei 200 Jahren Bau mit der Zeit einfach zu klein gehen. Und dafür gibt bei der Renovierung von 2014 Hannen und mit von der früheren U-Form ein Stück beigesagt, das für das Publikum quasi unsichtbar bleibt. Der neue Palais de Justice ist damit mehr groß, mehr schön und auch mehr funktional. Was doch ganz wichtig war für uns, dass der Sicherheitstrakt, wo die Gefangenen können mit der Kamionette innen Rez-de-Chaussee rauffahren und dann durch den Sicherheitstrakt können bei Sitzungszellen gefordert gehen, wenn es der Sicherheit, wie auch für allem, wenn es der Dignität von den Gefangenen, die eben nicht mehr durch den Publikum kommen, mehr durch den aufgetrennten Räumlichkeiten bis zum Sitzungssaal, mehr sicher und mehr eben durchkommen.
Dat Dickrecher Gericht ass iwwergens iwwer 50% vum Lützeburger Territoire an 1/5 vun der Populationun zostänneg. Krimmen, dat sinn awer dieselwecht wie sos am Land. Hei am Norden geschéie genau dieselwicht Sachen wie am Süden. All die Prozesser, die hai ofläfen, hunn dieselwicht Charakteren, mir hunn hai Mord, mir hunn Kleppereien, mir hunn et gewinn sech wonderen, et mengg de Jommer am Norde wäret mir roig wie du niden am Süden, méi dat ass net vorer. An Prisonnéier, die musse was sie op Gericht kommen, fir d'eicht am Keller an dëser klenger Zahl werden. Vun der Zahl geht et dann durch den alle verwölfte Keller, letzte Pëtz, die nei modernen Cafeteria, an dann op an ran an der Sitzungssaal. Heilos immer an dem eine Saal, die nach Genee so ausgeseit wie 1850, aber natürlich renoviert der moderne ekipéiert. Mir en ass natilech filmi funktionell ginn, mir hunn Weltkameraen, die eis gifen erläbe, wann dat bis eng Kant gesetzt kënnt, fir och Prozesser opzuholen. Mir hunn noch en Beamer hai fir mat Videokonferenz zu fuhren, dat ass fir eis eng ganz wichtig Sach, dat zum Beispiel en Affer net mi brauch unbedingt den Täter am Sitzungssaal zu konfrontieren, mir als engem enre Saal an eng enre Saal gefilmt gët, an da ginint Bilder heiner iwwerspielt eben, dat se Neidgesetz do, wat Videokonferenz legal mischt, an keng Lunner von allem hun technische Möglichkeiten fir dat nach méi oft können anzusetzen, dat das alles bësse wie kompliziert. méi mir sinn iwwer gute Weh, dat dat do an der Zukunft kënnt zum allderes Geschäft op den Gerichter geieren. Am Gerichtssaal do wo d'Kersteck vun engem Fall ofleft, ass alles genee organisiert. Zu enger Dir kommen der Verkoten ran zu der nächster Leiit, dann die dritt de Staatsanwalt a vun Hannen, die 3 Richter, die an der Mitplatz hullen, an de Grafier. Der Verkoten déi plädeieren Redner Pultannen, Zeiner Beschëllechten, Gifir geheiert. Pro Woch ginnet pro Saal 3 Sitzungen mat Alkesting bis 12 Affären. E längerem Arrondissement Dickrech ginn eng 10.000 Fälle am Joer behandelt, eng Zuel déi permanent klëmmt. A Keefall fährt länchte Prokureur, de Staatsanwalt, den Afferkot vum Staat, dem seg Hauptmissionun Strofverfolgung ass. Als Strofdot muss dofir dem Prokureur matgedeelt ginn, den dann desideiert, wer an der Affaire solle erholl ginn. Dofir muss an der Magistratur rondem Dauer och noch riechbar sinn. Hei mir sinn zu 6 Magistraten dofen huet ëmmer en Permanenz, also bal wie es Gräsers geschitt, wenn sich Poli und de Parquet fir die Eichdecisionen zu holen, Mammer do eng Perquisitionun, gëtt e verhaft, gucke mal Telefon no wat nachmer genau, an de Decisionen ginn natürlich geholt, da wann es geschitt, of dann nuich, dann dufir doch immer een vun eis Dingcht, den dann die Appellen entgéinthelt, dann die Eichtschritt ënnerhëlt an der Enquete. Iwwergens kann all Mëncher direkt beim Parquet urufen an eng Plan an enger Strofdot machen, de wéiwer Poli ass net obligatorisch. Op alle Fall awer ass de Parquet vun van Gunn an all einzelne Krim ageweit. Fir den Alois Weirich, den Umfang vu senger Karriere als Substitut Parquet geschafft huet, an du no 25 Joer lang Richter a Präsident vun enger Strofkummer war, ass op alle Fall Frau en vu senger Karriere nach als Prokureur an der Magistratur gewircht ze sinn. De Parquet ewe wie gesot, den ass vun Ufang bis zum Schluss dabei, huet film mé mat der Leiit den direkt am Ufang vun Appppes geschitt, ass et net nëmmen huet net nëmmen man beschëlligchten ze dinn fir all Beweiser ze sich net von allem och mam Affer ze dinn, fir dat ze schützen, fir och sich fir ze suge wat mam Affer geschitt, an natürlich och ze sugen dat Zeien net beabflusst ginn an so weiter net nach ganz vielen Leiit wären so enger Enquete ze dinn. Du wie se noch nie wat op en dukënnet hue de Permanenz den Telefon rabbelt an net wie se net wetter geschie ass. Dat kann sinn, dat de vun engem den zu schnell gefuer ass oder viel gedrunket be iw loch dat just den Mord geschie ass, dat en dodesche Fond gin ass an so weiter. Dat ass die Spannung, die Parquet ass an, dat huet mech gereizt fir zum Schluss nach enkeer do op des Platz zu kommen fir dat nach enkeier kënnen salieren. An Dach geht den Alois Weirich mat engem klengere Gré, anzwer den, dat Leiit ëmmer manner bereet sie Kompromisse anzugoen, a Soluioen a Streitfall ëmmer méi schwierig ginn, trotz enger ëmmer méi effizienter Justiz.
De letzten Weekend überdems waren die Dickricher Filmdeich, wo Cineamateuren aus dem ganzen Land hier Filme weisen können und dafür auch ausgezeichnet gehen. Weil es aber immer mehr schwer geht, für Junker drin zu kriegen, an so einen Club zu gehen, müssen sich die Verantwortlichen auch nichts auffallen lassen. Anfang Oktober am Ciné-Scala, de Nico Sauber und de Jean Reusch, Präsident und Trésorier von der Fédération luxembourgeoise du cinéma d'auteur, au Rendezvous mit der Responsable vom Ciné-Scala, dem Nadine Petit, für die letzten Details über die Dickricher Filmdeich zu klären. 2 Tage lang sollen dann am Kino Amateurfilme auf verschiedene Kategorien gewiesen gehen. Es wird sich viel vorgeholt. Auf den Hauptkategorien sollen zum Beispiel auch nach Vakanzenfilme rausgezeichnet gehen, gerade wie Produktionen von Jugendlichen. Auf weil die seit einer Jahren nicht mehr so gerne an Clubs gehen, wir hier Filme am liebsten am Handy machen, goufelo das Jahr innoviert. Was wir das Jahr auch für dich tun, das den Open Screen für Jugendliche, der Tisch, sie kriegen 2 Stunden am Kino. Und sie können hier Filme, die sie gemacht haben mit Kollegen, mit dem Handy, mit einer Kamera oder mit Wert, egal wer das ist, sie können die hier weisen, mit ihren Kollegen oder ihren Eltern, mit den Bomi und alles, was willkommen, können die um großen Ekran, können sie hier Filme gucken, die sie irgendwie gedreht haben. Jiderin, den aus seiner Freizeit Film produziert, sieft an einem von den 13 Clip am Land oder privat, ist natürlich froh, sein Werk am Kino zu bewundern, umso mehr von den Nummern auch nach kann man einen Preis heben gehen. Für Filmen, du gesagt schon wie professionell, das ist schon gut, also vom Bilder, vom Montagen und Musik auch, du gesagt viele schöne Sachen, aber ja, das ist nicht irgendwie Profis Festival, aber funktioniert gut. Also ich bin ganz froh, die ganzen Enthusiasten von aller, von Jury, von Föderation, von Partizipanten. Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich meine, das Resultat hat eine Einstimmigkeit an der Jury fand, was immer wichtig ist, dass die Jury sich eins ist. Da war eine Harmonie an dem hun eine ganz flotte Summe gefragt. Schön, dass sie alle Leute können hier sehen, hätten sie gerne hier auch an der Reihe gehabt. August bei der Preisüberreichung vom Concours National als etwas abgefallen und Novus fehlt es nicht. So gouf der 12 Jahre junge Félicie Hanon nicht nur als beste Schauspielerin geehrt, wie sie konnte auch den nächsten Preis in der Kategorie Jeunesse entgegenholen für den Film Teddy, den sie am Kader von einer SNJ-Vakanzenkolonie mit Gleichaltrigen realisiert hat. Wo ich eben Hauptrolle war, da sind ich richtig zu trocken gesprungen an die Rolle, weil auch schon echt, ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn ich in einem Film spiele, weil ich nie gekannt habe für Ton an. Auch den zweiten Preis an der Kategorie Jeunesse, der Film Chickpeas, als übrigens an der Zusammenarbeit mit SNJ realisiert ging, und für diesen geht dann noch nach dem Coup de Cœur du Président. An den Hauptkategorien, da ging der nächste Preis an der Kategorie Information gehört und Guido Hasen vom CAL für sein Film Terra. Der Film L'éveil de la Ville von Christophe Hubert sollte den ersten Preis an der Kategorie Fantasie machen. Die beste Produktion aber, da waren sie sich alleins, das war Naturmord, den Chantal Lorang für den Schumann-Tube vom Lycée Robert Schumann realisiert hat. Sie kriegt dafür nicht nur den nächsten Preis in der Kategorie Fiktion, sondern auch noch Coupe Louis Schmitz zu Ehren vom früheren Präsidenten der Föderation. Als Hobbyfotograf laufen ich seit Jahren mit dem Handy, mit dem Hund durch die Natur. Filmen eben war gerade ein Flotlut aus. Die Aufnahme der Hüse eben am Laufe der Jahre ein bisschen so gesammelt. Und da war also der Konkurs ausgeschrieben von Crème Fraise, wo mein Mann am Summantube mit der Söhle mitgemacht hat. Da hatte ich ein Schneebesen und ein Schaukelpferd dran verwenden. Da habe ich eben gedacht, da musst du auch da. Der 67. Nationale Festival vom Autorenfilm hat auf alle Fall genug Qualität dafür gebracht, die sich auch noch auf internationale Festivalen am Ausland punkten kann.
Heit zu Dickrich setzen se awer net nëmmen op de Film ha dort Fotografie héich gehalen. Den Dickricher Fotoclub deget de Welt schon 70 Joer. A fir de Geburtsdag wo de lachte Mond eng extra Ausstellung an der Aller Laurentiuskirch. En September deckt Gedrécks an der Aller Laurentiuskirch. An Heigo wo es geburten. Den Dickricher Fotoclub huet sei 70. Geburtstag mat enger ganz exceptionelle Ausstellung iwwer d Geschäftswelt an der Stadt gefeiert. An dofir waren die aktiv Membre vum Club auch richtig viel Dill. Die Kipp, die fotografiert wirklich gegangen ist, da waren 13, 15 Leute gewicht. Die hatten am ganzen 6000 Fotos geknipst. Aber nëmmer vun de Weihnachtszech hunnet bis 400 Publikum gepackt. Den awer as Da vun der Ouverture einfach nëmmen begeert. Ich fand es ganz interessant, dass auch cool mal ein alt geschafft habe, von dicker Schnecke zu gehen. Gesehen zum Mal als Dickerer. Also es ist schon cool. Es sind auch wirklich Stücke dabei, die mir richtig gut gefallen. Und wo ich mich auch ein bisschen freuen, also wie ob die kommen schon. Einfach mal geschafft habe, verbannen, verbausen insgesamt. Ja, ich wusste nicht, ob ich mich alles, aber ich bin positiv überrascht. Ich fand sie ganz gelungen, das ist ganz interessant. Es sind die Dickricher Geschäftsleute und das ist ganz flott, wie sie sich da bereit erklärt haben, für fotografiert zu gehen. Tatsächlich hun sie sich an allméigliche Pose fotografiere gelos. An iwwer dem Kucke merkt den die Dickricher Geschäftswelt als ein ganz eigen, mit eigenen Personagen. Dat mischt Freze gesehen, dass die Welt lo festgehalten ist, stimmt aber auch ein bisschen notdenklich. Für uns ist das ganz flott aus dem einfachen Grund, weil verschiedene Sachen an Bild festgehalten sind, die in den nächsten Jahren werden verschwinden, wo wir uns bewusst sind, dass wir auch Sukzessionen für verschiedene Sachen sichern und für das aufrechtzuerhalten am Bild ist das heute ganz wichtig. Mei fir d Fotografe stung vun allem de Spaß am Vierdergrund, wéi um Cover vum Bori iwwer d'Ausstellung gesäit, an dobei fir mat ze machen, waren sie auch direkt. Muss natürlich auch so, dass wir ein Club sind, wo Jüfre seine Meinung kann sagen, wo Jüfre Sujet mitschafft, wo sie seine Meinung mit anbringen, den Stil kannst du mit anbringen, wo wir zusammen versuchen, das Beste zu machen. Und ich meine, das ist ein bisschen das, was wir in der Expo im Moment gesagt haben. Es sind kein Autor unter den Bildern, mit das alles gemeinsam wirkt. Das heißt, wir haben am Anfang immer da Bilder gemäht, gewählt und das Approach verbessert. Und ich denke, das ist in einem Club auch wichtig, dass er mehr wie ein Individuum, dass eine Gruppe, und die Gruppe kann am Anfang etwas machen, was vielleicht den Einzelnen an dem News nicht kreieren. Das gemeinschaftlich zusammenschaffen scheint sich zu lohnen, an der Lue von Kulturschaffen, den hilft diese schon motivieren, für auch mal 70 nach lang nicht abzuhalten. Ich fand eine wahnsinnig flotte Ausstellung. Ich glaube, dass alle, wenn die König Gesicht alle gesagt haben, die Bilder allein. Ich fand das immens. Also, das war so eine flotte Idee gewesen, für die dort nach der Weise zu machen. Ich gratuliere dem Verein für die super Ausstellung. Kurz nach der Fotoausstellung war übrigens auf der selben Platz ein anderes interessantes Evenement. Der Serge Tonner, den hat sich die Laurentiuskirche rausgesucht für als eng für seine Etappen auf seiner Kirchentournee. Wir haben den Künstler kurz für seinen Auftritt begegnet. Den 11. Oktober und der Serge Tonner als ein Band Lego-Trip auf ihrer Kirche am Dorftournee auch zu Dickrich an der Aller Laurentiuskirche die Geburtstappich ausgeholt. Für die Künstler ist auf dieser Tournee in allen Drama noch Füllung gegangen, auch weil hier selber als Kant nie hat dürfen an die Kirche gehen. Ich habe nicht mitgemacht, ich bin noch nicht gedäft, weil an der Zeit nicht so Usus war. Und ich bin in einer Familie groß geworden, wo am Anfang Kirche nicht ganz gut gesehen gehen als zum Beispiel hun schon nicht dürfte carrément an die Reliefscoute gehen. Ich wäre gegangen um Lampersbich, weil das war die Truppe, die da war, schon nicht dürfte. Bei mir wird ganz genau umgedreht wie bei den anderen Leuten. So dass ich gar keinen Bezug zur Kirche hatte. Da könnte man vielleicht ein bisschen mehr später am Leben. Lo also Dirfien, an noch zu Dickrich an enger vun den eelste Kirche vum Land und d'Arrangementer vu Jean-Marie Kiefer, Georges Urwald an Eric Falquero fir Dammekoer gut funktioniert. De Serge Tonner sengerseits fil sech als Sänger hei op der richter Platz. Kirche si fir hi nach immer wichteg Plaze gewircht, wenns der Ro, awer auch fëllet Plaze fir Musik sinn. Das ist ein Gefehl an de Kirchen, besonders wann se voll ass bis iwwen hinner. Huet funktioniert bis lo de Programm.
sie ganz froh darüber, sie Lieder, teilweise Lieder, die die Leute kennen, andere, die es vielleicht nicht so gut kennen, die mehr an das Programm passen und die mir extra arrangiert tun, alle Guten. Und ich spüre mich ganz wohl an der Kirche, ich kann es mir oft machen. Ne? Sie vielleicht den verfehlten Pastor. Als viele Vierstellungen von der Tournee sind übrigens bis auf ein paar Plätze ausverkauft. Wie weiß, die Experience Kirche am Dorf können Sie also vielleicht noch eine Suite kreieren. Den Hirsch zu Dickrich, das sind traditionell aber immer zwei Hauptevenementer. Einerseits die Hirsch-Kirmes auf der Kloster direkt auf dem Palais de Justice, wo wir stehen, und dann auch an der Fußgängerzone zu Dickrich die Hirschfest, wo Lokalprodukte und Kunsthandwerk am Mittelpunkt stehen. Die Hirschfest zu Dickrich wurde Welttradition. 2002 wurde ein Event vom lokalen Syndikat Initiative an die Liebe gerufen, für die älteste Fußgängerzone vom Land neu zu beleben. Am Anfang für Leute an Dickrich zu kriegen, hauptsächlich für Leben an Großgäste zu kriegen, für das Leute an Geschäfte gehen, auch für eben eine Animation mehr an Dickrich zu machen. Nur gefangen am Muster März, das war 2002 Jahre für drin, das war ein riesiges Succès. Und immer gedacht, da kommt dann am Anfang von mir auch etwas und zum Schluss von mir auch Ähnliches. Und das hat auch gut geklappt. Wir waren derzeit die Einzigen, die derzeit so fast hat. Und heute gehen das Kürbisfest dran, Hirschfest dran, nach. Ne? Hinterher können die Leute also lo aldret Weekend vom September an der Straße von Dickrich flott Kunsthandwerk a regional Produkte entdecken, natürlich immer alles von bester Qualität. Was ich immer flott fand, dass da verschiedene Stellen waren, wo ich noch so extra Sachen zu kaufen wie Honig oder Gebäßbad, das ist ja absurd. Dafür aber so mehr Honig. Das Dickricher Madame kann sich auf alle Fall nicht über die Aktivität von der Bayern beklagen. Am Eisling anscheinend ganz gut geschafft, von Dickrich nordwärts haben sie ganz fleißig geschafft. Und das übergelaufen an der Bayersteck. Wie du warm war, haben sie gut viel geschafft. Das gefällt dir selbstverständlich. Als Dickricher und bedeligem Reser oder wir kommen auf den Markt. Ich bin ganz froh, dass wir das Hirschfest tun. Und dafür kann ihn immer im Neues entdecken, wie das handgemachte Bio-Seifen aus der Seifenfabrik. Ja, wir waren damals in Estland verkannt und da haben wir entdeckt, dass du Workshop anbietet, die Seife mischt. Und sind wir gegangen und denen den ganzen Haus voller Seife gehabt. Und ich dachte, wow, wir wollten das aber selber machen. Ich bin ein bisschen informiert darüber, Bücher gekauft, auf YouTube geguckt und dann, ja. Einfach einen kleinen Outclub gebaut und selber den Seife gemacht. Voilà. Lief das da richtig gut? Doch, ja, wir haben noch einen kleinen Online-Shop. Und weil wir geglaubt, März, wie Heilo. Und doch, also, wir können das nicht beklagen. Also, wir können schon ein kleines, bekanntes Budget der Reise schaffen. Aber gut sehen die Dickrich Hirschfest kann ihn auch auf eine Party traditionell stanzielen, die schon von Anfang an machen. Und es gefällt Ihnen hier in Dickkirch? Ja, auf jeden Fall. Es ist gemütlich, familiär. Ja, bevorzuge ich. Also ja, ich habe auch Stammkunden hier und man fühlt sich schon zu Hause. Hirschfest ist so ein Fest, das eine lange Tradition wird. Es präpariert den Jardimi Karl Caesar, sag ich mal. Kann ich auch für Dekoration, für die Bannen, kann ich immer etwas finden. Dickrich ist eine flotte Stadt, die eine flotte Ambiance hat. Ein Päckchen trinken, etwas gut auflesen, kann ich auch dazu. Und dem hat auch mal beim Hirschfest? Ja, selbstverständlich. Da gehört dazu, von den Geschäften an der Straße hat, kann nicht verlangen, dass die anderen Leute vorbeikommen und selber geht bei der Fernseh sitzen. Das ist ja doch sonst dann ab. Wir sind auch natürlich selbstverständlich dabei und wir hoffen, besser wieder. Ja, wieder, das wird das Jahr für die erste Kehr an der Geschichte vom Hirschfest nicht mehr gespielt, aber auch dafür als vier gesucht mit einem Männer, wo ich noch bei schlechtstem wieder auf die besten Tarte Flambé zählen kann. Selber gemacht und serviert von den Leuten vom Syndikat. Auch wenn auf den 2D schon fest doch noch an der Boutique rundherum ankäft, den hier, wo man sogar einmal Glücksrad trainen und mit einem flotten Cadeau vom Syndikat heimgehen. In anderen Happening, den nicht mehr aus dem Dickricher Manifestationskalender wasch zu denken ist, das ist den Festival de la Gravure, den das Jahr schon für die 17. Kehr am Kulturhaus aufgehalten wird. Eine von den bedeutendsten Expositionen an dem Genre, der
weit über die Grenze von Lützeburg raus bekannt ist. Das Dickrischer Kulturhaus direkt am Geschichtsmusee bietet ja viele verschiedene Ausstellungen, besonders großen Umdrang, aber als immer am Anfang vom Jahr von dem Festival La Gravure gesagt ist, ob den die Dickrischer Kulturvereinigung La Palette invitiert. Das Interessante ist doch, die Pelmehl mit anderen Lützeburger Artisten und nicht Lützeburger Artisten, die aber die WH auf Dickrisch fanden, für zu gucken, für eine Bereicherung zu sein, für das Festival de la Gravure. Tatsächlich von den nicht bekannten Artisten wie Isabelle Lutz, Jean Leider, der Präsident von der Palette, auch ein ganz interessant Leute aus dem Ausland, an einer Party, die schon von Anfang an dabei sind. Weil es interessiert mich sehr, weil es so viele verschiedene Leute hat, die Grafik machen. Und es ist wunderschön, wie es auch ausgestellt ist und die ganze Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Noch immer gerne dabei? Ja, natürlich, weil ich finde es immer noch so spannend wie früher. Eigentlich noch spannender, weil wie mehr man dabei ist, wie mehr sieht man, was alles für Möglichkeiten gibt. Der Succès von diesem kulturellen Event hat dann noch mehr Demand von Künstlern wie können abgeholt gehen. Zu 45 am Ganzen sind sie das Jahr, 23 aus dem Ausland und 22 Lützeburger. Und durch die Bank wird nicht mehr Top-Qualität geboten. Ganz flott, weil es sind verschiedene Genres sind hier, und auch von ausländischen Künstlern. Und das fand ich eine gute Sache. Ne? Und das soll ich noch unterstützen. Und ihr kauft doch dann? Wahrscheinlich. Das ist recht kommen, da kann ich noch nicht so, ob ich etwas kaufen oder nicht. Ne? Ich meine, die Sachen sind aber dick gefroht. Du musst ihn schon beimachen. Ja, das so, weil schon gesehen in den anderen Punkten auf verschiedene Bilder. Also, wenn ihr Interesse hat, für zu kaufen, dann soll ich nach Novit machen. Ne? Also, mer dort direkt bei, wenn ihr interessiert seid. Die Ausstellung ist bis den 3. November zu besichtigen. So, heute sind wir am Keller vom Palais de Justice gekommen, an der schönen Cafeteria, wo sie schon bald ein bisschen für einen Stiftchen füllen kann. An unserer Serie über die dickrischer Geschäfte, da holen wir euch heute auch mal an ein Stiftchen. Ich habe was. Sind Meierslin, ich bin heute zu dickrisch. Der 15. März des Tür hun ich mein Hund solle opgemacht, de Muppestiefchen heescht, wo ich Lunner net ganz lang opsehen, kommen immer neue Klienten. Sie ganz viele Leute, die mal so sie sind ganz froh, dass ich opgemacht hun, dat lo he auch mal abbesass. Merci. Der teuer Stalf hat da se Mittelmix und hat lo getrimmt. Ich waschenten, ich trimmenten, ich verbotzenten, schneiden sie komplett. Da gehen Krolle gemacht. Die Butte konnte ich hier abgemacht, weil ich mein vergeduscht tun. Für als Muppen heuer ist die ganz gut, weil man nicht hier haben und gefällt mir einfach, mans mit den Tieren abzumachen. Mir die wie dankbar da sind. Gerade so Hunde, die aus dem Ausland kommen oder so, die mans Pferden, die weisen ganz oft mega viel läuft. Und das ist einfach mega schön. Super. Ganz, ganz zufrieden sind die mans glücklich, dass ich schon abgemacht habe. Das Besseres konnte nicht gehen. Bauhaus, das ist eine Kunstschule, die für 100 Jahre von Walter Gropius zu Weimar gegründet ist. Eine von der bedeutendsten Schulen im Bereich Architektur, Kunst und Design aus dem 20. Jahrhundert. Und obschon das nicht lange bestanden hat, sind die Influenzen bis heute geblieben. Heute zu Lützeburg, da gehen besonders viele Spuren vom Bauhaus zu Dickrich. Die dickrische Architektur springt dem Visiteur direkt an den Zahn. Neben vielen schönen Maisons de Maître vom Ende des 19. Jahrhunderts finden natürlich man Bauhaus-Elemente aus den 30er. Und das ist kein Zufall. Eine ganze Partie von diesen Bauten sind von Toni Beaver, einem dickrischen Architekt, den zur Zeit vom Bauhaus-Movement frisch von der Uni aus seiner Heimatstadt einen fruchtbaren Boden für die modernen Bauweise gefunden hat. Ganz interessant, an mir fähren da ein bisschen auch natürlich dort zurück, dass zu der Zeit
sind Jahrzehnte vier Drohnen, am Jahrhundert vier Drohnen, die krieg eng richtig ein große Heichzeit erlebt wird am Tourismus durch den Alexis Heck, den von Dietrich war an den 19. Jahrhundert den Tourismus promoveiert tun, ab von für Lützeburg erfunden wird, an ganz viel Leid ob Dietrich Brot wird, viel Touristen, viele Hotels, die gebaut gesehen. Wir gesehen auch hier an der Straße, wo wir stehen, viel Bauten aus der Zeit, die an ganz viele verschiedene Stilen, die in Europa präsent waren, gebaut wurden. Du geht also für sich geht optisch, der Auswand optisch auch zu holen. Durch den Tony Biefer an auch andere Architekten wie der Jean Lutz von Reisdorf konnte sich das Bauhaus so als an der Stadt etablieren. Am Kader von der Journée du Patrimoine 2019 hat der Luxemburg Center for Architecture an Zusammenarbeit mit dem Musée d'Histoire von Dietrich dafür im September auch eine Visite guidée sur les traces du Bauhaus an die Kirche organisiert. Lasgang hat bei einem Bau, den zum Viergängerstil gehört, dem Arts and Crafts, eine englische Bewegung, die durch 1970 und 1920 als Opposition zu der industriellen Masseproduktion ihrem Volthandwerk an den Mittelpunkt regeln, dabei aber schon an eine Richtung von funktionalem Baugangers. Auch an der Bauhausarchitektur gingen drin Formen, die auf das Wesentliche zu reduzieren. Der Bauhausmovement will vor allem mit historischen Bauten brechen, an eine neue Haltung zum Leben ausdrücken. Bauhaus mit dem vielen Glas, an einer großen Ouverture auf die Natur, soll aber auch eine Sozialarchitektur sein. Das wollten wir auch ganz klar machen. Wir nennen verkürzend die alles, was am Fongol an 30er Jahren als moderne Architektur stand, an das Bauhaus, tut aber zum meisten die Gunnisch beim Bauhaus zu dienen. Das ist einfach eine Formensprache, die sich aus ganz vielen verschiedenen Richtungen entwickelt wird, für sich aufzuwenden von dem traditionellen Bauen, von dem historischen Bauen, mit ganz viel Dekor, mit ganz viel Klimbim, den am Fongol nicht nötig war, an den sich auch am Leben von den Leuten durchgezogen hat. Natürlich bis an den Interieur von den Häusern, also sogar das Besteck, den es zu der Zeit gab, das Mobiliar, das war also alles ganz floral, an dekorativ, an Häusern dann eben versicht gehen, sich davon ganz klar aufzuwenden. An noch von den Tony Biefer kein richtiger Bauhausarchitekt war, an dem noch die Häuser, die hier an der Stadt gebaut wird, nicht bis an den letzten Detail richtig Bauhausarchitekturen sind, so steht sie da für eine Ouverture d'esprit von einer Stadt an ihre Bürger, die bis heute hier Spuren los wird. An dat Vorrut fir als Emissionioun aus dem Dekricher Palais de Justice. Bleibt aber nach dem Blick op den Manifestationskalender. Ech sonech awer lo schon moll Ädi an hoffen, die si der 4 Wochen rëm dabei. Bei Dekrich TV. Madet gut. Leben ohne Schule. So nennt sich der Film, den den 25. Oktober um 19 Uhr am Cinescala gewesiget. A wo denno eng Diskussion mit dem Initiator vom Film geplant ist. Über Bildung, aber die beste Konditionen dafür sind. Eine Manifestation von der SPL Ali, der Lützeburger Verein für Freibildung. Sonntag, den 27. Oktober, als großen Hirscht-Shopping an der Dietricher Fußgängerzone gesucht. Hirscht-Sonntag sind Geschäfte von 14 bis 18 Uhr mittags ab. Aber es kann schon Mäuse kaufen kommen. Dietrich feiert dieses Jahr nämlich 400 Jahre Frischmarkt, auf für die Gelegenheit als ein Spezialmarkt in dem 10 Uhr aufhängt. 11 Uhr geht es an dem Kontext in ihre Wein auf der Liberationsplatz. Dann ist der 16. November an der Allerseerei ein großes Gala-Konzert von der Philharmonie Municipal am Kader von PMD Friends geplant, wo die Däferdinger Harmonie Municipal auch Besuch ist. Der Konzert unter der Leitung von Ernie Hammes und Gilles Klein fängt um 20 Uhr an.